Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal und zu einem weiteren Schweizer Wochenrezept, immer noch völlig unter dem Grillitarier-Himmel. Also heute gibt es wieder ein mega feines Grillrezept und heute tue ich mich in Kanton Aargau bewegen. Es gibt nämlich einen Aargauer Zwetschgenbraten. Also, liebe Freunde, ein Aargauer Zwetschgenbraten wird mit einem Schweinshals gemacht. Den könnt ihr bei Metzg an der Theke holen. Und dann kann man den auch so aufschneiden, weil der wird nämlich mit Zwetschgen gefüllt, also so mit Dörrzwetschgen. Ich bin natürlich selber ein Zwetschgen und habe gefunden, nein, das mache ich natürlich selber, aber ich bin nicht sehr, sehr bewandt mit so Messerzeug und Schneiden und dann noch mit Schnur irgendwie zusammenheften. Und dann habe ich gefunden, ich werde jetzt einfach den Zwetschgenbraten genau so füllen. Ich habe das Teil genommen, dann habe ich mit einem Messer einfach so eine Tasche reingeschnitten, dann dort die Pflaumen reingedrückt und dann mit einem Zahnstöcherli zugetan und das ist mein gefüllter Zwetschgenbraten. Das kann wirklich jeder und man muss nicht irgendwie eine krasse Technik haben mit Binden, mit Aufschneiden, mit Füllen. Es ist wirklich mega, mega einfach. Der Aargauer Zwetschgenbraten wird eigentlich normalerweise im Backofen gemacht. Ich mache ihn heute auf dem Grill und für dieses Event habe ich so eine spezielle Marinade. Ich habe nämlich Senf, Öl und Portwein zusammengemischt. Portwein hat selber so eine zwetschgige Noten und passt perfekt zum Zwetschgenbraten. Das gute Stück kommt jetzt bei 180 Grad indirekter Hitze etwa eine Stunde auf den Grill und ich tue es etwa alle 10 Minuten mit dieser Marinade einstreichen, dass es richtig eine schöne Glasur bekommt und dann richtig aargauerisch fein schmeckt. Damit der Braten nicht verbrennt, tue ich den hier auf die indirekte Zone, dort wo nichts brennt, drauf, bei 180 Grad etwa eine Stunde. Und ihr seht, der Brenner hier ist aus, der Brenner hier ist aus und der Brenner hier ist an. Dann kann euch nichts passieren. Dann habt ihr wirklich so eine Art wie einen Backofen. Das ist eigentlich nichts anderes. Tada! Ihr seht das wunderbare Stückchen. Tada! Und jetzt geht das anschneiden. Oh, der Saft! Oh, es ist so saftig. Und jetzt muss ich natürlich ein Stückchen probieren. Die Marinade mit dem Portwein ist im Fall das Töpfchen auf mich. Der Wahnsinn, weil das ist jetzt wirklich so Pflaumenexplosion. Für Gäste, das könnt ihr im Fall wirklich bringen. Und es war so einfach, weil ihr nichts bringen musst. Einfach nur so eine Tasche schneiden, Pflaumen reinstopfen, puff, fertig auf den Grill und ein bisschen mit Marinade einpinseln. Und das ist alles. Dazu irgendwie einen feinen Salat und ihr seid der King auf dem Grill. Bis gleich. Tschüss.